Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallo für neue Minette Mashup und merci für die Nullaustrin. So in der Jan von der Minette UNESCO Biosphäre. Marike von Musik von der Arbeit. Und dann auch vom IKCNCI. Minette Mashup ist ein Hashtag, mit dem ihr euch auf Insta fand, an neben den normalen Podcast-Plattformen. Also all die da so kennt, also auch alle Episoden am YouTube-Channel von der Minette UNESCO Biosphäre disponibel. An Haut gesehen wir rot. Also der Witte sitzt auf einem roten Küb und man wird sicher über den roten Boden schwätzen. Mirka Costanzi ist bei uns. Moin Mirka. Bonjour, hallo. Ja, also das für einen anderen roten Boden, den uns ein bisschen inspirieren wird. Und vielleicht bitten wir ja auch noch zusammen. Vielmals merci, dass der Invitation nur geholt ist, bei uns an den Podcast zu kommen. Dann wird Hanno ein bisschen mit der Menge über den italienischen Wurzeln wollen. Marike über den Arbeit und dann anderem als Theaterpädagogin. Da lang wären Mengen schon zwei komplett Podcasten, die in der Falle kennt. Mir eher mal darüber schwätzen, wollte ich mit der Location angehen, wo wir heute sind. Location vom Moment. Den Telefon, den hier am Hintergrund schallt, ja, der schallt, weil im Moment in der Küche von der Expo Transition Now am Naturzentrum Allergrund nicht besetzt ist. Wir wollten uns wir können mit an Kabaisje gehen, an der Pump It Up, ja. Die Flottkonstruktion, die auch hier am Allergrund steht. Die ist aber im Moment leider nicht accessibel für das Publikum. Dafür haben wir uns geduldet, mal so eine Transition Now Expo, die sind ein knappe Jahr Robbers an die wird den Anthropozän schwätzt. Das ist auch ganz schön hier. Ja, so dein nächsten Eindruck, wenn du daher kommst an die Expo. Ich sind schon oft dahin gekommen, weil ich war ja schon ziemlich oft, also dass ich halt mal immer losgekommen im Allergrund. Und so immer, ich muss einfach ein Jahr nimmer für die Heuen Expo kommen, weil das ist der Wert für den ganzen halben Tag zu verbringen. Ja. Und ein paar Altfakten zu gucken, wie der Mensch an dem Welt greift. Und gegrafiert vom Boden über das war dann nicht dem Boden bis an die Atmosphäre. Und man dann aber erste Stadtgängerei-Initiativen, die weisen, dass man wahrscheinlich auch ähnlich das könnte machen in Zukunft. Yes. Ja, Allergrund, du hast schon nur geschwätzt. Das relativ da sei. Was verbindest du mit Allergrund? Also für ein Projekt habe ich ganz viel Natur damit verbunden, an Kindheitserinnerungen, aber lo verband ich immens ein ganz flott Zusammenarbeit zum Teil mit dem Centre vom Centre Allergrund, eben Centre Forestier, mit den Buscharbeiter, mit dem Förster, mit allen Leuten, die hier involviert waren. Weil, ja. Das ist ein von den 6 Plätzen vom Rote vor dem durch den Rote Boden. Genau, an einem Hauptplatz, weil das ja erst 22 war ja klar, dass wir auch ein bisschen heu sind. Und da war es nicht schwer, einen schönen Platz rauszufinden. Obwohl wir als ich ja als Legenden geguckt haben. Da gibt es überhaupt viele Legenden hier dann zu Asch. Und dann haben wir als Platz rausgesicht. Und es gibt ganz Munch Legenden. Und wir haben aber für eigentlich bestimmten so ein Collage haben wir oft gemacht. Und heute haben wir uns aber dann fokussiert auf eine Legende, die im Fond gar nicht so richtig exploriert war. Und die haben dann nichts hin, was eigentlich auch Illustratorin ist, wurde ich heute dann Wunsch ermöglicht, für eine Geschichte zu schreiben, die Geschichte neu zu schreiben, vom Verlorenen oder von dem verzauberten Schloss oder Bursch, echter Bursch war es, hier am Allergrund. Voilà. Und geht darum, wenn es den Genre immer ganz schön hier, weil das nicht immer so ein schön mystisch Platz, für einen Hund zu spazieren oder so mit der Familie zu spazieren oder auch allein zu verweilen. Aber es bietet ganz schön auch kreativ Möglichkeiten und für die ganze Fantasie frei laufen zu lassen, wenn heute Land strippelt. Wir kommen holen ein bisschen zurück und wir erklären denen, die vielleicht nicht mitkriegen tun, weil der geht da eventuell noch, was den roten Boden durch den roten vor dem durch der Rote Boden Projekt war, den du zusammen mit anderen Leuten vom Künstlerkollektiv Maskinade für 2022 realisiert hast. Genau, was schwarz nicht scheiße gehabt. Der Rote Boden, für das du nicht der Rote Boden verletzt, sind ich auch Auto. Der Rote Boden durch der Rote Boden aus, wie es so ist, nicht nur hier im Allergrund gewesen, mit diesem transkommunalen Legende-Parcours. Das heißt transkommunal, wir sind bei 6 Gemengen vertreten gewesen, wir haben Legenden an der Licht geholt, wir sind alle Legenden haben wir rausgeholt, die verstöpsten Sechen an Hunde, die dann neu zusammen
Liewe gehen. Am hun dann 2022 sind du durch 4 Theaterstücke entstanden, die an bestimmten Plätzen bausen an der Natur eben stattfanden. An 2 von den 6 waren Lausterstecker, zwischen 4 Theaterstecker und 2 Lauster Podcasten süß eben am Handy auch mit Kopfhörer am Busch, wo die da konnte oder auf den bestimmten Platz, wo wir waren, da konnte lauschen. Und no 22 sind all die Spektakeln, die Demos abgefeuert gouf, sind dann auch als Lauster Rees oder Lauster-Rees, als Laustersteck, wie ich immer schon so geswitcht gehen, also adaptiert gehen. Davon sind wir am Ganzen sind wir da 4 Lauster trippelt hier. Ja. Und 2 sind so Bonus-Tracks. So Bonus-Zwischen sind die 2 für nicht zu trippeln. Ein bisschen kompliziert, ne? Die kannst du dann also just so lauschen und genießen. Genau, aber nicht mehr, wenn weil das eben da, du musst eine App holen. Okay. Aber wenn es an der App, du in der 4 Lauster trippelt hier, zu Asch, zu Diddling, zu Zolver, und zu Betebusch. Okay. Und das heißt, du musst die 4 Gänge sehen, für das du... Also du musst die 2 von der Gänge sehen, für das dann den einen sich freischaltet. Aber wenn es alle 4 getrippelt was, gelauscht was, dann aus die Lasten, die noch freigeschaltet. Dann das die von Monarch und die von La Sauvage, die geht da freigeschaltet. Das sind so Bonus-Tracks. Okay. Von jeweils 10 bis 13 Minuten, genau. Also das ist schon Belohnung, dass du die Anna gemacht hast. Yes. Die Tiere sind relativ einfach zu erkennen und denen roten Bobinen, die da stimmen am Beats für den Aber nicht mehr hier mal Grund sind überall rote Bobinen. Und bei den anderen Plätzen als rote Bobinen sind am Anfang. Für zu so ein hier ist der rote für dem durch rote Boden. Genau. Und du siehst immer am Anfang mit einer kleinen Pancarte, für zu erklären, was das ist. Und zu Betebusch zu Zolver, du hast dann effektiv sind du Stationen mit QR-Coden, die muss ausgehen mit der App. Du hast die App schon daheim oder wo Internet ist, eben hochgeladen und dann an der App hast du dann die 6 Legenden und wir nehmen für alle Legenden, besonders auch als kleinen Klammer ab, wo wir vielleicht nachher nur gehen, Fra-Legenden. Wir haben nicht einfach so Legenden gehabt, wir haben Fra-Legenden, so die verstöpsten Legenden, wenn schon verstöpst, die gehen wir noch mehr wollen. Sind nicht immer Hexen und Frauen dabei gewesen oder Prinzessinnen, die gerade muss gehen, nee, da ganz stark Frauen und du hast immer die da geholt und immer du eine neue Geschichte gemacht, wenn sie noch von den Tab hochflöten, gesagt, in der 6 Fragen gehabt. Okay. Und dann muss ich in all einzelnen Cup hochflöten. Aber wenn ich bis hochgelöten hat, da kann ich sie Tour selber aufhängen. Und dann macht der App an dem Cup drücken. So dann kann ich noch so QR-Code-Scanner dran. Und dann scannen dann die QR-Codes an. So QR-Code-Scanner am Cup. Am Cup. Das ist der Gärger. Wir sind ganz digital, ja. Das war so ein Maskenada-Projekt für 2022, der Bestand hat, den du ja Jahr danach, aber wahrscheinlich noch 2 oder 3 oder 4 Jahre danach kannst vieren davon profitieren. Ganz genau. Wir wollen bei Maskenada sind. Wie hast du den Weg bei sie fand oder wie sie dich fand? Ich war noch immer Maskenada-Fan. Ich bin ganz viele Sachen gucken gegangen, auch schon. Und ich bin dann irgendwann mich in Hallen, wie an der Kunstszene, das hier ganz kleine Kreis, und dann seien ich immer mal rum. Und ich habe dann auch mein Interesse gewesen, dass ich ganz gerne will auch ein Jahr Apps Mod machen oder so. Und dann war ein Jahr so, wo ich keine Mod machen, wo ein Ersatzgesicht gauf, das war damals noch für die Fritte parat. Da hat das Herrsch mich kontaktiert, du hast krank gehen. Fahrt aus die Fritte parat. Kann ja dann, dass ein Spektakel wird. Also Maskenada, wir feiern in Vergence 2025, 30 Jahre. Der sieht entstanden für das Kulturjahr 95. 95, ja. 95, genau. Wir waren die echte Kulturhauptstadt halt, zu Lützburg war 95 und sind wir am Rande entstanden, bei entstanden, genau. Und genau, und durch mich gibt ein Projekt mitzumachen, weil ich schon am Serge mit anderen Leuten geschwatzt habe. Und dann habe ich mal die große Nouvelle, wie die war 2018, als gesagt ging, dass dann erst 22 oder 2019. Ja, irgendwo an dem 3 Jahr. Und dann habe ich gesagt, oh super, ich will unbedingt ein Projekt machen. Mit Legenden, weil sie auch eine Mineterin von Zoll war. Und ich wollte immer eine Legende machen von Zoll war knapp. Und ich sagte mir, nimm mal eine Legende, die wird ein Zoll war knapp.
das ist ein bisschen langweilig. Entweder mache ich ein riesiges Spektakel um 12 knapp oder ich gucke, weil erst 22 aus an 11 Südgemengen, da mache ich 11 Projekte, also kleine Mini-Performances, über Legenden, über Frauenlegenden, weil mich das auch gespannt hat, weil 12 knapp geht doch ein Frauenlegend. Bist du kein Elefant oder für was sind Nee, und dann Maskenada und dann den, das, schon mal sich dann gesagt, okay, ich weiß nicht, wie Gericht, wie ich Montag gesehen oder wie auch immer, das war entweder auch immer. Und ich meine schönen, wie nennt so, Projekt schreibe es dann aufgehen und sie gesagt, mir gern. Ganz schön, mir stoppt den einfach. Also, Projekt, das ist ein bisschen zu wenig für 22. Auch geht, dass man da viel können machen. Mir 11 Gemengen. Gucken wir das da mal bis 5, 6 Fans und dann gucken wir, dass das geht. Ne? Aber 5, 6 und ich so, okay, Challenge accepted. Ich bin dann die 11 Gemengen, so, also natürlich mein Favoriten Arsch, so ist mal Gemeng, Diddling, Daverding, weil an der ganze Rest. Und ich dann kontaktiert und dann die echt, die da mal zugesucht tun. Ja. Schöffling war auch von denen, die auch zugesucht haben, die waren dann ein bisschen zu spät und nun wollten wir eine Kollaboration machen und wir gesagt, nee, sie haben schon ein super Projekt, Junior, super schöne Legende-Projekt mit Max Weyer. Max Weyer, mit der die Jungfrau von Max Weyer, genau. Hat ja aber auch gepasst. Hat auch gepasst. Also, da war schon mit Jeff Dax ganz viel Kontakt an. Und nun hat lieber der ein Projekt, weil die haben noch ganz viel schon dran gemacht. Und wir wollten wirklich ein Projekt von unserem Kollektiv, Bottom-up, die Legenden, wie nicht Lust bei den Sachen machen. Das ist ganz flott, mir wirklich gefunden. Wir haben wirklich 2 Jahre gebraucht, für ganz Konstrukt zu machen. Wir haben als Teams zum Gesicht, wir haben Teams dann die Legenden gelöst, Platzen gemacht. Wir haben mit den Teams, die noch nicht ganz voll waren, Location Squatting, wo kann man das machen? Und dann, okay, wir brauchen einen Autor, wir wollen vielleicht nicht alle Projekte namentlich machen. Ein Projekt will man mehr visuell gestalten, ein Projekt will man ganz mit einer großen Equipe machen. Und noch die meiste Zeit hat, ne? Wie dann die meint, weil wir haben dann auch immer den Fokus, wo die Gemeinde dann am Fokus war, da wollte noch spielen. Und eine kleine Ausnahme von Diddling, weil die hatten so ein großes Programm, Juni ist immer an August gegangen, was auch ganz gut gepasst wird. Brav. So, wir haben dann die ganze Gruppe zusammen gemacht von Künstlern und Künstlerinnen. Und voilà, aber nur dem ist man natürlich auch wenn von dem Projekt von Maskenada, ne, den am Rande war. Und dann nur an unserem CR gesagt, ja, dachte, den rote Faden packt es. Und dann haben wir noch einmal gewartet, bis das erst 22 ist okay gehen wird. Und wir haben aber trotzdem weiter geschafft, bis das mal. Hat er dann noch unabhängig von dazu so nee. Also, nee. Ich war spannend bis auf den Schluss. Ja, also wir huten schon natürlich, das war auch ganz gut. Wir haben immer am Nancy mit all den neuen Interlokuteuren, ne? Melanie Desjamblin, die als Interlokuteurin war von 22 ganz eingemacht, schon Summe geschafft. Die wollten uns auch mit anderen Leuten Summe setzen, Moment. Wir haben schon ein großes Projekt hier und sie haben uns natürlich mit den Gemengen, dass das doch Gemengen war noch schwer, sozusagen, das ist ein Gemengeprojekt. Gemeinde oft dann gesehen, dass das ihre Projekt war, aber sie haben nicht den ganzen Ensemble gesehen. Und das war verschiedene Momente, da war es so ein bisschen schwierig. Da war auch ein bisschen mein Challenge, weil ich war Projektleader, auch für alle Equipe. War natürlich eine Regisseurin dabei, und Tammy Reuschling war künstlerische Leitung, weil mich dann epauliert hat, für dann bevor dem nicht verlieren. Aber durch die 6-4. Durch die 6-4. Hat wirklich geguckt, wie das dann, weil es war Start, Idee. Und eigentlich wollte ich dann auch künstlerische Leitung dann überholen. Und dann hat man aber Wissen bei Maskenada intern. Und dann gesagt, nee, wir brauchen den das ganz stammt. Und dann keinen anderen, den das dann lanciert, das in Öschet. Und ich kann auch nicht 2 Kapen haben, das verliere ich. Nicht mehr die Pfote, mehr Schlappen. Die Pfote mit der Face, genau, wie ihr schon seht. Also Schlappen in der Face. Und dann, wenn so Tammy Reuschling, du eine super Arbeit gemacht für das dann auch den Fudem dann durch die 6 annehmen auch dann als Regisseurinnen ganz Teams auch dann zu begleiten. Ja. Das ist spannend, der Fudem ein bisschen zurück. Du hast Marike aber nicht gesagt, was Fritte parat war. Die ja, bei Maskenada brüllt. Ist sie gefroht gehen. Fritte parat war ein super Projekt. Das war so ein Fritteboot.
wo dann du nix, du kannst da, ne? Schöne gesehen, ja, das war so Kabarett-Stil, genau. an einer realer von der Frittebut aus. Fritte Henriette. Und jetzt ein bisschen gewandelt, weil mir Maskenada ist ja, für die nicht kennen, Maskenada, also Künstlerkollektiv, den In-Situ schafft, das heißt In-Situ Site-Specific. Was heißt Site-Specific? In-Situ? Das gut Lützeburg, nicht am Theater unbedingt. Also nirgends, wo wir spielen auch am Theater, das ist nicht, dass man ausgiebig am Theaterbereich, weil das auch praktisch am Theater zu schaffen, weil wir haben alle Techniken, wir haben alles da. Mais das einfach auch in situ heißt, site-specific, wir appropriieren als den Lieu. Und dann machen wir um dem Lieu selber ein Spektakel, ein Performance, weil ein Theater steckt. Das heißt, genau. Frittebut war an dem Fall in situ an draußen an immer die Fritte Charlie aus gewandert ganz genau auch geht den danach nee noch immer Fritte ja, aber Fritte das Spektakel nehmen ja wir waren aber ganz ich meine gut halb Jahr bis getourt auch weil das auch wir machen immer Projekt die wir sind ein Kollektiv wir sind ein bisschen populär wie ich bin über die Leute wir sind eine klassischen Theatergänger wie das schon eine klassischen Theatergänger also das ist auch schon eigentlich gefragt muss ich eine schick Undo für den Theater nee also hängt davon auch ganz Lust ist das so wie du willst weil wir eben in situ sind bei spezifische Plätze wo ich nicht gewinnt aus Theater zu gesehen hey mein ganz anderes Publikum attiriert die dann normal den dann nur so Heulers gut Friede ist und dann halten dann weil das aber auch mit dieser Rolle nicht so base das auch nicht ein ich will Scouts-Theater so ich weiß nicht was mir ist das Lokal das aber ein das ein Teil von unserer Kultur wie Scouts-Theater, Dorftheater, Kabarett alles an die etabliertheaterin und so weiter fort das Kollektiv entsteht immer zu summen weil an das auch das heißt auch mal an der artistischer Gruppe entstanden an mehr von anderen Publikum matt vielleicht machen wir die vierwitzig wie vielleicht auch andere Theater gucken zu gehen voilà. Nee, du bist Mann auf der Bühne also können wir vier dass du auf der Bühne bist du bist bei Maskenada Entretenssekretärin das heißt du koordinierst ganz viel von dem Boutique von dem Künstlerkollektiv das stelle ich mir auch nicht unbedingt einfach vor wir sind Präsidentinnen so wir sind offiziell eine Präsidentin und effektiv sind Sekretärin wir sind aber anders wir sind 8 Frauen am CA wir sind ganz linear also voilà, wir sind nicht hierarchisch sozusagen und das ist flott allerletzte froh an dem Kontext an der Menge ich können wir ein bisschen noch über andere Sujet ja, das können wir auch gerne machen. Du sollst 95 Sternen der Tisch an 2 Jahren geht die runden 30. Geburtstag zu feiern plan den los schon da drunter oder los da einfach so über Stück kommen können wir du etwas Großes frieren die habe ich schon Spoilerin wir sind voll an an einer Trickkiste was man können machen verschiedene Membres wissen wir nicht das was man heute so zaubern sie wissen schon dass man zaubern ja also wir machen schon wir wollen schon all Sachen all Kamellen vielleicht kommt Fried weisen wir wollen ein Roulotte die sind wir schon seit Jahren am Gange probieren zu restaurieren wir heute auch schon viel vielleicht kann die anderen Spektakel wo Roulotte auch zum Ersatz kommst die ist ein bisschen gelitten an den Jahren und wenn es probieren wir dem ein bisschen abzufrischen die könnt auch 2025 mal dann spielen und voilà es gibt so ein Viewback und was könnten dann noch an die neuen Spektakeln die auch kommen und die sind wir los schon fleißig am Gangen ja spannend kann man schwätzen mit der aber auch du hast schon ein kurz ugeschwert über den Erbischt an das Marike sei Bereich work question work Amerika du hast zu Bresel studiert und ich gelesen und zwar Assistenz sozial stimmt yes, ja ganz genau und dann hast du aber dein Weh an Theaterpädagogik ob Heidelberg fand wie ist das geschieht
mal wie René fertig mit Studien ist, sie den sich, du direkt schon schaffen gehen, und ich wollte einfach noch einen Master machen. Und dann war so, ich weiß nicht was, mir wollen nicht lofangen mit schaffen, da komme ich Stunde mehr raus. Und ich bis da bis vielleicht ein guter Assistent soziales Pai kriegen haben, oder will ich vielleicht nicht mehr abhalten, ich weiß nicht. Doch so ein bisschen da, dann noch die Angst, nicht die Angst mehr, ein bisschen so, ich will aber noch nicht direkt, ich auf Lützeburg. Und dann war eine Freundin, meine Mitbewohnerin Dominik Santana, was auch ganz interessant ist für diesen Podcast, übrigens. Das hat das zu Berlin einen Master machen gegangen, also zu der Erasmus gemacht, das ist noch hängen geblieben. Und dann hat gesagt, Mirka, von der geht, da könntest du einfach Berlin. Und ich so, okay, Plan B, aus Berlin. Und voilà, anders sind ich nach Berlin gegangen. Und ich zu Berlin dann probiert ein Volontariat, nicht so ein kleines Stage zu machen, weil für Assistential zu sein, musst du noch an der Zeit nicht mehr unbedingt offiziell ein Stage machen, aber du musst aber noch ein Examen schreiben. Den dann aber nur ein Jahr recht, du musst Parcours machen, du musst ein Examen schreiben. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht zu Lützeburg muss man, dann mache ich das zu Berlin. Und dann mache ich das, was mir auch ein bisschen mir gefällt. Und dann kann ich ein Examen machen, dann ist es gut. Und gesagt, getan. Und von Stadt gemacht, ein super Platz fand. Also ich wollte ein bisschen im Bereich schaffen, so Sozialarbeit. Und dann habe ich einfach etwas viel mehr Schönes fand. Eine Tanzwerkstatt. No Limit. Okay, scheiße, wird so geheischt, no limit. Und dann ist dann da Theaterpädagogik an dem tanzpädagogischen Tanzbereich entdeckt. Und ich wusste mir, dass ich nicht kann studieren gehen und so. Und dann sind wir da eine ganz neue Welt entdeckt. Und ich so, okay, cool. Ich meine, ich gehe nicht, ich habe mein Examen gemacht, bin offiziell Assistent sozial, schon den Schreibes. Aber ich wollte aber dann gucken, wo kann ich das studieren gehen. Und ich bin ein bisschen erkundigt, zu Berlin. Sind ich nicht direkt rangekommen. Ich so, okay, gucken wir weiter. Und dann war ich in meiner Uni, mir auch nicht gefallen. Und dann stand zu Heidelberg. Eine Weiterbildung gesehen, die ganz renommiert aus Theaterwerkstatt, auch Werkstatt, Tanzwerkstatt, Theaterwerkstatt. Nicht No Limit mehr, ich war da voll am Limit, also voll am Mengenbereich. Und dann habe ich das studiert. Dann ich das an einem Jahr und ich dann 2014 und ich dann ganz Vollstudium dann Theaterpädagogik studiert. Heidelberg. Ich habe nicht nur mein Herz in Heidelberg verloren. Ich finde alles ganz alles schön. verloren. Ich wollte nicht verloren. Nee. Ich wollte etwas anstrengen. Ich nicht immer in Theaterpädagogik du entdeckst mich mein Herz auch verloren. So, weil das ist schön kitschig Lied. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ich danke natürlich schon. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Da tue ich auch noch immer. Mit du hast auch ein ganz sozial Approach, eben wegen deinem Background, weil da manchmal um Herzen leid. Ja. Wie, vielleicht wird nur leichter, was ist Theaterpädagogik überhaupt? Du schaust so an der Rotonde offiziell. What is it? Ist so immer der Prozess als Ziel von der Theaterpädagogik, weil an der Theaterpädagogik du schaffst den am ganz unterschiedlichen Bereich, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, das im Fond mit Laien, mit nicht Professionellen, und schaffst den einfach auch mit Professionellen zu summen, wenn es darum geht, wie kann ein Theaterstück vermitteln für ein junges Publikum. Da wird ein theaterpädagogisches Materialmap geschrieben. Wie kann ich das dann pädagogisch ein Theaterstück und eine Vorbereitung, eine Nachbereitung machen, das zugänglich machen. Deswegen, das Theaterpädagogik hat zum Ziel gesagt, die Kreativkompetenzen bei mit denen wir schaffen, auszukitteln, die Sozialkompetenzen und die persönlichen Kompetenzen. Deswegen durch dem Spielen, durch Erfahrung mit Theater, Kunst, den kreativ, sozial an persönliche Kompetenzen zu entwickeln. Und das ist mega schön, weil das einfach das sind zum Ich, zum Du, zum Wir und dann zum Über-Ich. Also Über-Ich klingt ein bisschen philosophisch. Aber, zum anderen Ich, also zum engem Ich, den ein bisschen mehr, die das alles beinhaltet. Zu den Prozess durchgemacht wird. Voilà. Und da so kurz gesagt, was Theaterpädagogik ist. Das ist keine Therapie, so nicht immer so schön. Vielleicht so, aber das ist eigentlich, was müsstest du dann, musst du ein bisschen so eine Gruppentherapie vorstellen. Nee, das tut den therapeutischen Effekt, meinst du, weil, wenn ihr mit Leuten zusammen schafft, mit Kindern oder wo es nicht, mischt etwas mit einem. Also Theater ist ja, du
ich muss in einer Rolle spielen, ich sehe in einer Rolle spielen, ich sehe in einer Leute aus sich rauskommen, das auch den Zuschauer, das wird ganz schön, dass man kann er sonst immer da noch zu lehren, wen es beobachtet, die anderen kann er beobachten, einer Rollen zu machen, und das dann auch, was ist der schöne Magic Moment gewirrscht zu beobachten, und was war der Magic Moment gewirrscht zu spielen, was war Magic dabei, und darüber zu reflektieren und so, und voilà, abzugehen und das ist immens powerful, empowernd auch. Vorstellen. Das ist empowernd, ja. So, muss ich nicht immer ein Theaterstück draus machen, mit einfach zu experimentieren und was möchte ich mit einem. Das ist für mich Theaterpädagogik. Du hast bei einem Projekt ein Theaterstück Wellbeing Mental Noise mitgeschafft, wo psychisch Wohlbefinden für Jugendliche in einem Land gegangen ist. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen von Schlift? Weil das klingt richtig, also da habe ich ein bisschen verstanden, was kann Theaterpädagogik auch sein, ja. Ja, das du musst effektiv, das passt immens flott, weil ich schon sozial oder und das den Ministère de l'Éducation, also als kommen Drogetreuung, also als Rotonden, das die andere Karte, ne, was knapp auch Rotonden, und Rotonden, weil sie bringen all 6 Jahre bringen sie so ein großes Bordati raus, den Plan national, den Plan d'action sur la situation des jeunes. Jugendpakt, ein Jugendbericht. Voilà. Ein Jugendbericht, kommen sie Rechte raus und dann entwickeln sie darüber einen Pakt. Was dann dabei rauskommt, setzen sich Ziele, für das, was dann Bericht rauskommt, verbessert soll gehen oder erhalten bleiben. Und das ist immer so eine Bibel. Und wie wenn das für Sozialarbeiter, Pädagogen, sie lesen das auch nicht, sie haben das schön an der Raum. Das also, normalerweise, wenn du so 500 Seiten hörst oder so, die allermeisten Leute lesen nicht, weil viel so ein kleines Resümee steht, dicke da gelesen. Ja. Mit denen der Bericht ist mega breit, also mega dick, der Pakt ist dann mehr schön gewesen, mehr schön illustriert, und das ist viel schön. Voilà, sie wollten ihn davon selber rausbringen, den Bericht wollten sie, weil das Thema war Mental Health. Das war auch nach 4 Corona, nur sind noch ein bisschen dabei nachgemacht, wie mit der Corona-Situation noch dabei. Das ist mega passend gewesen. Und dann haben sie gesagt, sie wollen nicht einfach das Buch rausbringen, wo eine Table Ronde, über das Thema geschwärzt, für Leute, Wissenschaftler, die im Terra sind dabei invitiert. Nee, sie wollten das ein Theaterspektakel draus machen. Und gesagt, okay, die nicht etwas weitermachen. Und mehr haben gesagt, okay, wir werden aber nicht Junker auf Bühnen bringen, ich würde hier Mental Health schwätzen. Muss schon protegiert sein. Wir machen oft auch selber Kreationen an Rotonden, an der Gedenke, du hast nicht mein Ressort, aber voilà, Laura Grasam, die Chefin vom Departement Art de la Seine, hat dann auch mit Demos Angelique Dongia dann eben zusammen eben ein kreativ Equipe dann zusammen gesicht für dann do Nathalie Moya und bin zu holen Regisseurin wird dann auch singen Leute mitgebracht hört für das Konzept zu entwickeln und hat wohl immer super 3 Künstler zu schaffen mit Maß mit Musiker einem Tänzer und mit einer Schauspielerin und dann für die Jungen durch die Studien durch die Berichte die ganz viele Junker ja natürlich auch in ein Europäischstudium geholt wir haben hier Studio geholt Unialu-Studio die auch mit Schule gespart haben, mit professionellen gespart haben, wir wollten selber Terrain gehen. Und das dann damals und den Mutti, meine Arbeitskollegin und ich, wir haben 2 Theaterpädagoginnen, sind wir dann auf verschiedene Schulen gegangen. Wir haben 150 Schüler. Dann waren wir 111 Klassen oder auch Paraskolärklassen, wir waren noch bei Jugendhäuser und so. Und von September bis Premiere, 14 haben wir auch immer. Und haben wir dann do Interview gefeiert, wir haben einfach auch theaterpädagogisch geschafft. Und wir haben Martinen Wellbeing-Thematiken abgeschafft, also was ist wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht wohl, was brauche ich für Menge, was ist so ein Komfort. Und sie konnten auch einen ganz großen Bericht für, sie müssen den ausfüllen, also so ein bisschen so ein Questionnaire. Und wirklich 150 Questionnaire müssen dann Nathalie Moya eben durchlesen und sich Themen rausholen für eben die schönen Spektakel eben auf ihn zu stellen. Und da das dann Wellbeing Mental Noise gehen, wo ihn nicht nur ein Schauspieler auf der Bühne gesehen hat, sondern auch Interviewen hören hat von den Jungen,
hast auch Video gesehen hat, wie das Corona-Zeit war, hatten noch viel nach Masken in den Videos und sie hatten ihre Stimme an dem Spektakel. Und das ist wirklich, das in Teil ganz bisschen mehr dark, sondern immer ein bisschen mehr schwer in den nächsten Teil vom Stück. Und den zweiten Teil ist ein bisschen mehr befreiend mit all den Sachen, Themen, die Jungen eben gerade durchmachen, von Changementen, von, wie geht der Junge mit einem Changement was eben, was brauchen die überhaupt, wie schwer zu vielen, was sind die paar Ressorten, und oft das Familie auch dafür kommt, Familie, Freunde. Und das ist ganz erstaunlich. Und das war ganz schön, war ein bisschen so ein Sozialarbeit schon, aber ein theaterpädagogisch Sozialarbeit. Und du sind Junge abgegangen, die normalerweise gar nicht an der Klasse noch geschwart haben, wo die Opfern nach Jahren danach gesagt hat, ich mal gerne mit der nächsten Klasse weiter ein Theaterprojekt mit, weil die sind Feuerflammen. Den Effekt gesehen, was das mischt. Das mischt einfach etwas aus. Was musst du an deinem persönlichen Leben für den Classic Work-Life-Balance? Weil ja. auch wenn du den Arbeit manchmal ziemlich gerne hast, Ja, total. muss ich natürlich irgendwie das alles gut balancieren. Aber ja, ich finde, weil ich wirklich schön fand, ich meine, ganz gerne Yoga, das balanciert mich aus, das ist ein Boden. Und dann habe ich mittlerweile einen Sport entdeckt, wo ich mir einfach mal Kopf freilaufen lasse. Und ich bouldere immens gern. Ich klettere. Boulderen, ja. Also eine Uni-Seele, genau. Und eine neue Kletterhalle zu Asch, ich bin ein big Fan. Und da gehe ich auch regelmäßig hin. Und das ist immer das da 5 Meter, wo ich da klettere. Und du wirklich, weil da bist du so Nervenkitzel aus, packen statt hin, ich denke wirklich gar nicht an, wie einfach Spannung im Körper oder die Lichtigkeit am Körper zu behalten und dann zu gucken, okay, wie kommst du so rauf und wie kommst du schön rauf. Und wirklich alle Muskeln trainiert und das ist wirklich schön. Wenn nur, wenn es fertig ist, nächsten Tag mal, ich hab's gemacht. Nicht. Und ich meine aber 5 Meter unter dem Boden, am Wasser, tauchen. Nee. Ich mermaiden. Ich wollte gerade so. Because actually, ladies and gentlemen, I'm a mermaid. I can't Not just wait Saturdays. to tell my daughter. Ich bin nicht mehr rot, nicht mehr rot, ich mich noch rot Haar, also orange, sondern nicht mehr orange Haar. Ich bin orange Haar. Die darf ich aber leider nicht Wasser machen, frisch vom Koffer, weil sonst sind sie ganz bleich. Aber ja, ich mermaiden. Und da finde ich mich, weil das die Lichtigkeit dann auch Das ist doch ein Fluss. So ein Fluss. Cool. Also offiziell kann ich das so, ich bin an der Schwammschule hier. Wer kriegt denn dafür ein Diplom? Ja, ich bin offiziell. Ja, und du hast keine Ahnung, das ist ein ganz großes Welt. Ich wusste nicht, dass es heute so bestellt gibt. Ich gucke das für meine Mutter, habe ich da geschenkt, für den Mermaid kurz zu machen, und dann hast du gefangen. Das heißt, du kannst auch offiziell den an ablosen an einer gewissen Zeit unter Wasser. Es ist noch am Anfang, also ich kann das nicht, also soll ich nicht, das ist nicht gut, ne? Also no that mermaid as the first rule. Wenn ihr das auf Netflix geguckt habt, könnt ihr eigentlich super schön denken, es kann ihn, aber ich habe auch Kontaktlinsen, ich muss noch ein bisschen üben. Ich weiß, was die Risiken ist, und ich weiß, wie ich mich soll behaven, was für den Ocean oder so wichtig ist, und auch für meinen Körper, weil ich muss aufpassen. Das sind so 3 Hobbys, die ich mache, für mich zu equilibrieren. Cool. 5 Meter. Ja. Es passt irgendwie auch alles zusammen. Also. Ja. Aber ich bin bewusst, mit dem von der Prof. Ja, aber das mache ich. Was dir, dass Min Cockeril die einzige Min zu Lützeburg an der Großregion ist, die einen Treppenschacht besitzt? Nee, muss nicht. Maja, diese Schacht go früher von den Mineren benutzt, für Arbeitsplatz innerirdisch zu Fuß über das Trepp zu erreichen. Trepp bringt ihn auf die verschiedenen Niveauen von den einzelnen Abbauschichten von der Minet und damit auf die einzelnen Abbauebenen mit einer Gesamtdauer von gut 35 Meter. Trepp ist momentan aber nicht zugänglich. So, sieht da bereit für die Geschichte von der Mine am Allergrund. Ja, kleine Geschichtskur. Ja. Schön. Ich resümiere nicht die wichtigsten Fakten, weil ich den Stunden drüber, kann noch einen Einzel-Podcast drüber machen. Oder der Pascal kennen wohl, also ein Arbeitskollege vom CNCI, der kennt den ganzen Podcast drüber machen. Oder rufen wir den danke. Ja. Ja. Also, die Geschichte von der Mine Katzebirsch geht zurück auf die Jahr 1881, wo die 2 Brüder, de Charles und de Jules Collard, die Konzession Schloss Busch für eine Dauer von 50 Jahren kriegen. Ein paar Jahre mehr später haben Brüder Collard ihre Mine-Site Eisenkaul an den Allergrund überführt. Über der Mine gab ein Atelier, wo die Reparationen gemacht wurden, also gebaut wurden, das wo wir auch heute sitzen, am Marquis. Wo die Expo dran ist, ja. Wow. Genau. Ein elektrisches Zentral, das dann die aktuelle HLC.
Just hier vis-à-vis. Ja, die ganz neu gemacht, genau. Genau. Und dann gouf da noch eine Unität mit 2 Logementer installiert. So, den Numm Cockerill, wie wir ihn halt kennen, könnt nicht von irgendwoher. 1946, nom Ende vom Zweiten Weltkrieg, fusioniert das SA Anglers Atos mit der SA John Cockerill. Jahre vergehen und die Produktion lebt weiter. Den 31. Dezember 1967, noch mehr wie 85 Jahre, wird die Produktion an der Mine Cockerill, also am Alagrand, gestoppt. Und dann 1981 kriegt der Staat, nachdem es 2 Jahre für 300 Büscher vom Alagrand gekauft hat, den Terra von der Mine Katzebirsch, mit all den Gebäuden und das eben vorgesehen für zu renovieren. Ja, das ist ja entretemps geschieht. Voilà, genau. Ja. Und ich meine, dass auch den einzigen Carominier an der größten Region, die komplett erhalten ist, wo wirklich alte Gebäude, die zu einer Mine gehört haben, nach integral. Genau. Genau. Voilà, und am November 1991 geht die Initiative für die Halle von der Cockerills-Gebäude zu Asch-Ulzig am Alagrand gegründet. Auf 4 Jahre später kriegt eben die Initiative den Namen Entente Mine Cockerill. Voilà, das wäre dann für die Geschichte von heute. Wenn wir schon bei der Industriegeschichte sind oder der Industriekultur, manchmal können wir direkt an dem Bereich bleiben. Ne? Ja. Mein Amerika, dein Name, so wie auch der Familienname, klingt ganz nur italienischen Originen. Stimmt das? Si. Und es gibt ein bisschen interessieren, was so Dinge Familiengeschichte ist. Ja, schön. Ja, meine Eltern sind alle zwei nach in Italien geboren. Mein Papa zu Rom geboren, aber das aus Umbrien. War als mit 4 Jahren Lützburg gekommen. Und meine Mama hat 4 Monate. Das halte ich mir mal ganz einfach. 4 Jahre, 4 Monate. Meine Mama ist aus dem Norden, aus dem Trentino. Und genau, und meine Großeltern haben nicht eine Mine geschafft. Okay. Weil es sind aber gute Minnestopp und meine Mama ist ein Starter gehen an der Stadt. Mein Papa ist ein Minnestopp aus direkt halb Asch kommen. Und weil du war hier auch von denen Italiener eben noch in der Klasse. Okay, das ist auch kein Bezug zur Mine. Nee, leider nicht. Aber mein Bob, den war ein Charpentier. Und den anderen war Muratore. Maurer, genau. Ja. Okay, interessant. Ja, genau. Ja. Ma da Industrie zu Lützeburg huet jo zanter den 1870er Joren Opschwung erlieft an vun allem durch die Integration vom Grand Duché am Deutschen Zollverein. An neben Herzeg am Süde vom Land goufe viel Stohlwieker gebaut an durch die Verbindung die durch die Verbindung zum Eisenbahnnetz mit anderen Plätzen an der Region Saarland, Lothringen, Lützeburg verbunden waren. Für das Fabriken zu bauen und zu erhalten, gouf natürlich auch viel Italiener, Personal gebraucht, sowohl aber aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland. Also, super, ja, und die Italiener waren mit den ersten, die auf Lützeburg gekommen sind, etwa so 1880 da gefangen. Und 1970 haben sie hier einen Höchstpunkt erreicht mit 23.490 Leuten und haben so mit 6,9... Die italienische Pass hatten? Ja. Okay. Ja. Haben so mit 6,9 von der Gesamtbevölkerung ausgemacht. Ja, weil mein Bob, den von meiner Mama-Sänger-Seite, die wollte gar nicht mal nach Lützeburg kommen. Okay. Die wollte eigentlich auf Kanada gehen, weil wir da Familie haben, also war eine Familie da, und dann hatten wir gesagt, wir Kanada... Nee, wollte nach Argentinien gehen. Also Argentinien? Ja, hatten wir so... Nee, wäre schon toll. Dann so, Argentinien ist einfach weit. Dann gehe ich lieber Kanada bei meinem anderen Cousin. Und dann hatten aber eine Woche für drin, wollte an Kanada da gehen. Dann hat ein Kollege gesagt, da kommt nach in Italien, kommt nach an Lützeburg, sind mittlerweile auch schon viele Italiener. Und hat aber okay, besonders viel kann, also keine Familie, aber Kollegen. Und ich mal so gelos. Und dann das nicht dann entschied dann auf Lützeburg zu kommen. Okay, und ob dit länger oder? Nee, an Stadt. An Stadt, okay. Meine Mama ist Stadt, an Stadt, und mein Papa ist dann auf Asch gekommen. Okay. Also die Familie ist auf Asch gekommen, ja. Spannend. Und da erzähle ich immer, der Mann, ne? Ponent und so, und dann nur aus der Familie nur kommen, ja. Und da ist der dann irgendwann eine Zollveranerin. Yes, ganz genau. Zollveranerin. Ja. Ja, du spielst ja auch eine Rolle an der Dokufiktion Arrivée de la Jeunesse, produziert von der SBL Passaparola. Kennst du vielleicht als Nolaustra ein bisschen darüber erzählen, also was an der Doku geht, ohne zu spoilern? Und wer eine Rolle du auch gespielt hast? Das im Fond, L'Arrivée de la Jeunesse ist ein Film
und das ist ein Dokufiktion zwischen Brot ob all die Personagen die drauf hier kommen nur wirklich existiert siehst du nicht an dem Zusammenhang dass es eine Familie ist den Realisateur hat dann so gemacht dass das alles eine Familie ist und das von einer Generation die wie du siehst 1800 oder 1910 plötzlich kommen bis 2022 23 genau weil die Film eben auch für 22 rauskommt. Genau, ja. Neben meinem Projekt, wo ich schon irgendwann ein Shooting Days dann invitiert gehen, ist schon Dolga gespielt. Und Dolga hat einen Kaffee und tut dann ganz eine italienische Frau, ja, anscheinend wird sie Olga geheischt und nicht einen typischen italienischen Namen, voilà. Und sie wird was witzig aus, weil sie so Katzenbier gesucht hat, sie hat einen Kaffee halt zu Asch gehabt, den Chat Noir geheischt wird. Okay. Und ich hatte meine schwarze Katze, das ist auch noch mega cool, spannend gewesen. Das hat ein Droll für mich. Und war ein bisschen eine Sozialarbeiterin, ohne zu sagen, dass es eine Sozialarbeiterin war. Also perfekt für mich. Ich hatte am Anfang eine andere Rolle sollten holen. Dann hat den Realisateur gesagt, nee, der Fabio Botani gesagt, nee, ja, die Rolle ist besser. Auch weil ich zwar Italienisch noch immer schwarz mit her, dass ich aber keine Italienerin bin. Non accento italiano accento percento übertrieben voilà. Und dann habe ich dann eine Rolle gekriegt an die Olga hat eben immer die Portugiesen die nouveau arrivants geholfen für sich zu integrieren hin Jobs gehen eine Jobs zu kriegen für zu wundern also weil es fort weil hat immer gut gesagt auch früher go nicht meine Generation mein Papa hat gestruggelt ich wollte rumgehen was dem muss nicht war das ist eine ganz schöne Geschichte voilà, ein bisschen, wo kommen die Italiener her, was haben sie gemacht, auch Deportation. Das ist ein ganz schön, soll ein Webdoku sein, mit verschiedenen Kapiteln in der Not in Fabio Botani bei der Entwicklung vom Film gemerkt, das muss zusammen gehangen sein. Das ist ein bisschen irreführend, weil ich immer Vergangenheit und Zukunft, Vergangenheit hopst, mir kommen immer so Aha-Effekte. Voilà, das ist ganz spannend. Genau, guckt bei passaparola.alu und l'arrivée de la jeunesse, da seid ihr immer Updates, wo ich dann wie so einen kleinen Diffusion war schon Trailer gesehen also nicht weg Schlusstrop ins gucken ne das so nicht lang das ein Stündchen okay das kein Kurzfilm und das auch kein Longmetrage das so ein Mitmetrage genau kommen zurück bei der Röde Furdem oder der Röde Burdem durch all den Recherchen über die Legenden durch all den Reconnaissancen Terrain du hast ja wahrscheinlich ganz viel Äcker an den letzten 3-4 Jahren intensiv gesehen vom Süden, von unserem Minet, von unserem Biosphärenreservat. Hast du so einen Platz, die dich mit Energie versorgt, wo du mal gerne hingehst für abzutanken, so, wo du dann eben Boden bleibst? Ja, wie du siehst, ich war ja zu Asch, zu Dideling, zu Beteburg, Zolver, Monerisch, an Monerisch war man leider nicht am Busch, also leider nicht, wir sind auch bei der Gitte gewirrscht und das ganz Stück sur place hat auch eine ganz schöne Energie gehabt an den Häusern. Und mein Lieblingsplatz ist natürlich schon Zolver knapp. ist ja ein kleiner Zollveraner irgendwie so. Wenn ich dann durch den Weh, den bisschen so den spiralförmig Weh möchte, das ist einfach ein ganz schöner Platz. Mir am allergrund, wenn ich den Heiland strippen beim Weiher zu Beteburg, die Mystigkeit, weil da so ein bisschen die Kuschelparcours, wenn in die möchte, wenn die Lauschte geht. Auch da, also Weiher an also kleinen matschig Platzen, wo den Busch wenzelt, hat das genau einfach sich verweilen zu lassen an schon ganz viele Plätze, wo ich mich ressourciere. Und das ist auch das schönste spannend gewesen, für die Plätze zu explorieren. An die Recherche. Ich so, wow, ist sie wirklich ganz gerne Mineterin. Mit einem ganz schönen Platz hier Minette. Weil, finde ich, also vielleicht aus dem Alter zu tun, ich weiß nicht, mit das gesagt ihn einfach an die ganze Projekt mit mir wirklich ganz viele schöne Ecken an den Deckel gelassen. Quirky question. Mirka, ein klein quirky question. Ui. Lo, wo wir bei den Sohn sind. Stell dir vor, du gäbst für den Rest von deinem Leben an einer so festhängen. Oh lala. Schöne Verdacht. Ja. Wo gäbst du festhängen? Auf wen wärst du? Also festhängen wäre schön, weil ich weiß ob ewig ein Mermaid sind. Das aber Leute innen und ich muss dann immer verzweifeln nur einen Mann rufen. Ja, Doch, ja. ich will gerne Melusina sein und dann will ich nicht von einem Mann dann rausgerufen gehen. Du können auch Frauen mal helfen rauszurufen und dann gehe ich dann halt so raus
Und, Du verlässt nicht den und Stamm. von der nicht mehr stimmt, das ist auch real. Das ist auch real. Du bist im falschen Film, der falsche Legende. Du gingst aber auch schon all 7 Jahre in Ja, oder vielleicht auch Pizza, gell? Ja, muss ich mal bitzen. Ja, vielleicht mit dem roten Faden. Muss ich dann immer mein Kanner hier sagen, mein Hochzeitsrock oder mein, ich weiß nicht, was du schon mal bitzt. Irgendwas Rock bitzen. Ja. Ich dachte, ich werde dann tun, ich gebe die Legende ein bisschen modernisieren. Ne? Da gebe ich dann so rausgehen, ich gebe dann meine Mermaids geduld, dann meine positive Energie, dann andere Leute weitergehen. Voilà. Und das vielleicht doch, ich werde vielleicht mehr Jungfrau, die dann vielleicht auch die anderen Legenden aber sicher geht. Das dann, weil ich dann auch Face kann hören. So lang wie Wasser du hast. Ich muss den Hand zurück an Wasser, aber Ja. ich kann ja auch, weil Melusina hat ja auch gestaltet und geholt und eine Frau. Und dann immer Samstag als Melusina verwandelt. Aber ja, genau. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich bin ein feministisch Melusina. Hey, komm, da bleiben wir ein bisschen bei den Legenden. Wir kommen bei so einem Quiz. It's quiz time! Und für die erste Frage von unserem Quiz geht es zurück an die Vergangenheit, an die vom Zauber knapp. Am Prinzip kriegst du 3 Alternativmöglichkeiten. Wahrscheinlich brauchst du nicht eng davon, mehr, weil sowohl Dana wie Marike mengen ich schon den Quiz das hier präpariert. Lala. Keine Idee, Die wer wackeln das mit dem geht. Tab. Ging es aber gehen auf Wertwunsch klift man Dinge Antwort bis das die 3. Also nicht Wie einfach schon so. du weißt, Wir dann machen war der alle Matz. Mathe. Okay, Ja. gut. Okay. Ich nicke, wann ich. Und zwar, also, die Vergangenheit vom Zauber knapp. Neben dem Knapp liegt der Lütschef, die einer Knupp, die bald genauso hoch ist wie der Knapp. Und auf den 2 Koppen haben 2 Ritter gelebt, die durch eine tief und ausgeprägte langjährige Freundschaft intensiv miteinander verbunden waren. Wie haben die 2 geheischt? War den Alexander an den Tara? War den Tara an den Philipp? Oder war den Alexander an den Philipp? Also, ich weiß es. Bestimmt eben den Taras. Ob wir es wissen, schon mehr Recherche ja gemacht haben, wenn es ein Projekt also. Ich schmeiß einfach die goldene Mitte und schon einfach B. Der Philipp und den Tara. Ja. Falsch. Wie war es? Alexandre und den Tara. Ja. Und dann den Alexandre war den, die von seiner Frau dann als Ja. wertvollste Schatz raufgedrogen für den Tara, die 2 vertrieben wird oder so. Ganz genau, ja. Ob Ja, an der Legende spannende Nummer, vielleicht Tara. Ja, Tara, ob den Tara lo war genau, ob Tara vielleicht auch eine Frau war, weil er das den Zauber knapp aus überhol ging und dann wird den Bursch dann überhol hat dann ein bisschen Matlet gehabt mit der Frau. Sie hat da schon am Vierfeld ganz viel Schatz an der Burg geheult. Du willst sogar eine andere Legende sehen. Like bis heute anscheinend noch da. Genau. Aber das aber auch den Teufel hast du, wenn du Hof gehst, der ist ein Teufel nicht an da gucken, das ist Okay. weiß und dann voilà. Du lein anscheinend ein Golle Weh und so weiter so fort. Und dann sie hat aber nicht konnten, sie war ganz verzweifelt, dann hat sie so, weißt du was, du kannst nach alles was du bei einem Esel kannst packen, kannst du mit einem Esel machen und dann kannst du den Weg gehen, mit do wo den Esel aber, da könnte Legende, das hat er bestimmt nicht gesagt, do wo den Esel aber dann dich nicht mehr kann, du musst dich niederlassen. Und er hat dann den ganzen Esel vollgepackt, sein Mann, den das unmächtig irgendwann gehen. Und wenn du willst du ihren Mann dann du Leute gesehen. Könnte mir jetzt auch passieren, wenn man diese gepackt gehen oder so. Nee, Da mir hier war schon viel schon drin, war schon viel drin, unmächtig gehen. Für mich war schon viel drin, unmächtig gehen. An Frau hat du ein bisschen schöllere, also Boxen. Und dann wird sie dann ihren Mann du Leute los, mir freier war, du brauchst deinen Mann für irgendwie für uns kommen, du kannst nicht ohne Mann. Du willst sie so alle hüpp, schön, ich passe aber nicht mehr auf mein Esel. Dann wird sie auf den Halsbuckel geholt, also auf den Buckel geholt. Mom, Stark Frau. Hier stark Frau. Oder als es aber durchlebt, dass du gesagt hast, du hast einen Mord geholt. Ich fand eine Mischung von. Sie hatten aber gern, für meiner Meinung hat sie nicht gern. Ich meine noch. Und aber auch, weil sie auch gebraucht, den muss gebraucht hat sie Mord geholt. Und da, wo den Esel sie nicht mehr konnte, und das ist eine andere Legende, dass dann da, wo sie dich niedergelöst hat, dass du dich verdient, hast dann ein Klosterhaus gewirrscht. Und Kloster ist nur umwandelt gehen als Spital. Und du hast kein Spital mehr, mit das du eine Maison de Retraite, eine Maison de Soins. Okay, zweite Frage. Den Allergrund, als ein von den ältesten Naturschutzgebieten aus dem ganzen Grand Duché. Oh Gott. Aber in einem Jahr, als das ganz Dall in einer Naturschutzgestalt gibt, mit allem, was dazu gehört oder was dran ist. War das 1979, 1988 oder 1997? Ach, ich muss so alle Nacht so, das ist mein Geburtsjahr. Ich meine, das ist ein bisschen zu frei. Was war der Datum der dritt? 97.
Ich gebe so an 70 wäre zu frei, mir 88 kennt, aber ich werde mal hoffen, dass es Wenn du schon so weit du so kleinen Jingle kommt bei 97 und ich meine das 97. Aber was siehst du, Anna? Ich meine das 88. Also 2 Mal 88 mal 97. Da war er noch ja. Hat mir echt gefiel sollte vertrauen 87 sind die 2 allerersten Naturschutzgebiete cool. Hier am Land designiert gehen an 88 aus schneller Grund vorbeikommen als echt am Süden an als echt wird mehr wie 100 Hektar surface hat. Also es wird länger Zeit das größte Haut aus das größte Naturschutzgebiet am Land auch am Süden an das Tag zu Diedling mit über 600 Hektar die du zusammenhängen in der Naturschutz steht. Du hast auch eine Haut vor dem du hast auch Lauschtür. So, komm, wir kommen ein Kehr zurück auf die Gegewert, Mirka. Ob dich so, was tust du noch bis Ende vom Jahr willst? Wie feierst du die deichter Wochen am Main? Wie feierst du die Feier, die alle Guten dabei kommen? Ah ja, schätze du schon von der Feier, die ist effektiv, ja, die ja, aber das global do. Halloween ist fertig. Wir sind do. der Christbaum wird abgebaut. Ja, gut gemütlich, mit einem guten Tasse Tee und mit meinem, schon eine kleine Kommando heim, gemütlich. Ich gehe aber noch ganz gerne mal Theaterstücke gucken. Und mich mit Freunden treffen und ich backe Plätze schon mit meinen besten Freundinnen. Da freue ich mich auch schon drauf, das ist eine Tradition. Und ich berede schon für echt Kado für. Und ja, ich fand das eine ganz schöne Zeitstimmung, für Ruf zu kommen, mit der Familie zu sehen, auch mit Freunden zu sehen. Ich habe noch schon einen Christtag mit einer Freundin verbracht. Voilà, ich ganz gemütlich, weil es sind auch eine kleine Durchhaltszahl. Aber bei so wie ich sind ich einfach auch ganz gemütlich erwähnt. Ach ja, du musst den Akku auch abgeladen gehen. Ja, mein Akku lädt sich einfach auch ab mit anderen Leuten. Das ist das. Es ist so ein, den ich das so ablade. Bei richtigen Leuten. Also mein Akku ist auch ganz sehr platt, wenn die falschen Leute immer sind. Ja, das ist so, der vielmals merci, dass du Zeit gehabt hast, an den Minute Match abzukommen. Das ist richtig schön, hi, bei euch. Richtig flott mit der Supporterin. Also wir können gerne über die verschiedenen Sujets Einzelpodcaste machen. Also danke, vielmals merci. Merci auch. Und dann, wenn die interessiert sind, ganz gerne bei maskenada.lu Lauscherstecker gucken gehen. Und wenn ihr die QR-Code in Gesicht... Lauscherstecker gucken und Trippeln gehen. Trippelstecker. Wow, Zungen. Also einfach maskenada.lu, dann auch für am Laufe den nächsten Monat ein bisschen mehr gewürzt zu gehen. Weil die Künstlerkollektiv sein 30. Geburtstag über nächstes Jahr feiern. Yes. Merci. Merci. Ciao. Ciao.